Meine Damen und Herren, ich meine, das ist ein ganz interessanter Debatte. Es ist ja allem eine Gelegenheit, für etwas ganz Positives zu konstatieren, und das ist, dass wir als alle Gurhebannen zu den Menschenrechten und zu anderen wichtigen Sachen wie zum Umweltschutz bekennen. Das gesagt, will ich auch den geringen so, den ich erstens merci so für die Initiative, aber ich will aber auch so, dass es ganz schlimmer am Menge nennen, dass eine Partei könnt, als sie gegen sich dafür engagieren, die zum Beispiel die Elektromobilität so subventioniert wird, wenn wir wissen, dass man da Kannererbecht verbunden ist, und kann in geringe so, wie weit ist das dann aus dem Welt, sind Menschenrechte gerade so wichtig, ein bisschen manner wichtig wie Subventionierung von der Elektromobilität. Als wir mal Heimat in den geringen darüber geschwärzt hatten, stunden der Thomas und gesagt, wir entwickeln neue Batterien und irgendwie in den nächsten Jahren kommen sie. En attendant, haben die Gringe wissentlich erkäft geholt, dass man der Kannererbecht am Kongo verbunden wird. Das sind die Haut kommen, und andere wollen Vorlesungen halten über Menschenrechte und so weiter, Kannererbecht. Das sind die falsch. Das gesagt will ich aber auch. Herr Bausch, ich war just am Gang, Sie überlegen, nicht und die Gringe geriechen, hat von den Gringe geschwärzt. Voilà. Merci. Aufgesehen davon riechten sich selbstverständlich. Da froht den Herr No, die hat ja gesagt, der gibt den Herr No froh, und da braucht er Lohne zu machen. Das ist für personell. So, schwätze dir, Herr Karteiser. Für personell, das ist für trist. So. Also kann ich ihn doch gesehen. Voilà, ich gesehen nicht so. Das, ja, merci. Ich bin aber Zeit, merci, Herr Bausch. So. Ich will aber nur vielleicht, nachdem das klar gestaltet wäre, so, dass man selbstverständlich von den Entreprisen erwerben, dass sie müssen Gesetze von denen Staaten anhalten, an denen sie aktiv sind, und die Verwerfung von der Anhaltung von Gesetzen. Das ist primär die Aufgabe von den Entreprisen. Die Entreprisen haben eine Rechtspflicht dazu machen, mit der Verwerfung als natürlich die Aufgabe von den Staaten. Das stellt eben den Konfliktbereich hier, von dem schon andere für Druck kurz geschwärzt hatten, dass eine eventuell extraterritoriale Wirkung von europäischen Gesetzen muss ich aufpassen, dass man da das kann ein Effekt positiv, wie man auch schon hören, im Bereich von der Chemie oder Standarden am Autobau. Wir müssen aber aufpassen, dass den auch die anderen Länder respektiert. Das Zweite ist, wir wollen auf keinen Fall als ADR konkurrenziell Notdeler für die Lützeburger Ökonomie. Das soll ganz klar sein, aber wir sind gegen ein nationales Gesetz. Wir hätten gerne, dass das im Niveau EU oder OECD geregelt wird, da gehört es hin, weil wir wollen kein konkurrenziell Notdeler. Das ist ganz interessant, dass die 4 Linkparteien alle 4 eine Motion etabliert haben, die das Risiko von Notdeler für unsere Ökonomie wissentlich erkennen, dadurch, dass sie gerne ein nationales Gesetz fordern. Die aktuellen Diskussionen rund um den Finanzplatz gilt für uns selbst. Wir unterstützen die Regierung, ja, wir fordern die Regierung ob auch das Interesse der Finanzplatz an dieser Diskussion zu schützen, aber wenn das nicht garantiert ist, am Kader von denen Texten, die am europäischen Niveau proposiert gehen, da stimmen wir sie eben nicht. Da muss das ernst gehen. Menschenrechte muss ganz klar sein, weil die Entreprise brauchen Rechtssicherheit. Dafür ist es doch wichtig, dass wir genau wissen, über was geschwärzt wird, wie eine Rechte, wie eine Umweltstandards. Es kann nicht sein, dass von so einem Gesetz angefeiert ist, dass dann die ONG kommen oder andere Akteure und immer Notbesserungen und so verlangen und noch eine Kontrolle über die Entreprise wollen ausüben, weil du sich nicht hier Verantwortung hast, nicht die ökonomische Verantwortung für das zu machen. Jeder hat Recht zu kritisieren, jeder hat Recht zu fordern, aber wir brauchen Rechtssicherheit für unsere Entreprisen. Es darf keine Retroaktivität geben bei solchen Gesetzen, auch das gehört zu einer Rechtssicherheit. Als Entreprisen haben wir ganz viel Sorge, wirklich viel. Und dafür wollen wir auch noch einmal betonen, als Ziel ist klar, mehr Bürokratie und nicht mehr Bürokratie, mehr Reporting mit Entreprisen. Und das geht nicht durch so 25%, wie soll das gemusst gehen? Das muss ein permanenter politischer Wille sein, für die Charge von unseren Entreprisen mit klein zu machen. Sie können noch nicht unmöglich Aufgaben zugetraut kriegen. Wir können sie alle Zulieferer kontrollieren, das ist ja absolut nicht möglich. Das allein possible nul n'est tenu. Aber wir müssen gucken, dass nicht ob einmal Schuldenersatzforderungen oder Haftpflichtforderungen kommen, die einfach die finanziellen Möglichkeiten von hingängen übersteigen. Es ist ganz klar, dass sie eine Verantwortung haben als Entreprisen, und es ist auch richtig, dass Konsumateure mit Recht von ihnen können erwarten, dass sie hier einen Teil dazu beitragen, für Menschenrechte und Umweltschutz zu garantieren. Aber
Wir können nicht mehr von ihnen erwerben, wie das, was sie wirklich können leisten. Der Rest ist eine staatliche Aufgabe, und das ist eine staatliche Aufgabe, wir gehen über andere Staaten dafür anzutreten, dass da Gesetze existieren, die die Standards respektieren und durchsetzen, die wir alle gerne hätten. Aber wir können nicht die staatliche Verantwortung verlieren auf Schülerinnen von den Entreprisen. Natürlich können wir eine gute Deontologie auch affeieren. Andere haben schon gesagt, es gibt die ESG-Standards, die kann freiwillig schmeren, kann ich noch darüber weggehen, aber das ist ein Weg, der vernünftig ist, an den auch von Ausgängen privilegiert gehen. Das, was wir zusammen wollen, als die Menschenrechte ersetzen, muss auf eine realistische Manier geschehen, sonst machen wir mit dieser Aktion nichts, was dauerhaft kann halten. Ich so nicht mehr. Très bien. Merci, Herr Karteiser. Bleibt den Herr Karteiser, dass den Herr Sejovic vorstellt. Herr Karteiser, erlaubt er, dass Herr Sejovic vorstellt oder nicht? Nee, ich muss nicht unbedingt zurückkommen, ihr kennt aber Herr Sejovic ganz kurz. Merci, Herr Präsident. Stellen ich mal fast, Herr Karteiser, dass der Welt ein bisschen zurecht muss, so wie der gerade passt. Das ist kein Froh. Nee, wenn da über die Elektromobilität schwätzt, da kommt dann mit den Menschenrechten. Ja. Und ich habe richtig verstanden, dass da gegen eine nationale Lieferkette-Gesetzgebung sind und ich habe richtig verstanden, dass da gegen eine europäische Lieferkette-Gesetzgebung sind. Wo bleiben dann du den Ersatz für die Menschenrechte, den er dann du auf andere Plätzen anscheinend so wichtig ist, das alles süß gespielt ist? Herr Sejovic, ich will dich felicitieren. Du hast richtig verstanden, dass wir gegen den nationalen Liefergesetz sind. Und zum Zweiten wünsche ich Hoffnung an das Abgehen, dass in Zukunft besser nur leistet, wenn wir sie nicht gegen eine Regelung auf EU- oder OECD-Niveau. Ich so nicht mehr.